Viele Leute sagen der Sprache Zürichdeutsch. Sie hat einen Haufen starke Ausdrücke, wo wir heute ein paar davon anschauen zum Thema Schwätzen. Sie ist eine richtige Täterli-Katz. Ups, ist das jetzt sexistisch gsi? Dann sagen wir halt besser, er ist eine richtige Täterli-Katz. Und wenn wir schon dabei sind, es ist eine richtige Täterli-Katz. Wenn man so gemütlich im Kaffee sitzt, kommt man manchmal richtiges Schwätzen nie. Das ist ein dummer Schnöri, was der den ganzen Tag so zusammenschnürt. Geht auf keine Kuhhaut. Früher, wo bekanntlich alles noch viel besser war, hat man amigs gesagt, liefern statt laffern. Aber heute im Zeitalter von der Social Media ist Verpackung wichtiger als der Inhalt. Wenn die Kinder von einer Schule oder Bodylager heimkommen, dann haben sie amig Schüli viel zu berichten. Reden ist eine von den kommunikativen Grundfertigkeiten, so wie Lesen und Schreiben nur. Zuhören ist heute ein bisschen unwichtig geworden. Jeden und jede will etwas erzählen, über irgendetwas unglaublich Wichtiges reden. Wenn zwei zusammen hocken und ins Blöderle kommen, dann kann das manchmal kein lang gehen, bis sie damit fertig sind. Da wirst ja wahnsinnig, was dir der ganz lieb lang Tage so zusammenschneidert. Sie ist halt der richtige Schneidertante. Komm, erzähl einen Witz, aber einen lustigen. Ein Konstanzer, ein Strassburger und ein Zürcher unterhalten sich drüber, von wo die kleinen Kinder herkommen. Der Strassburger meint, die bringt bei uns den Storch. Auf fast jedem Hausdach hat sie ein Storchenest. Der Konstanzer sagt wichtig, bei uns machen's das im Krankenhaus. Der Zürcher ist ein bisschen verlegen. Also, so genau weiss ich das auch nicht, aber es ist auf jeden Fall von Kanton zu Kanton verschieden. Immer, wenn er wahnsinnig nervös ist, fängt er an stackeln. Wirst beim Zuhören ganz kribbelig. Noch kurz etwas anderes. Ich glaub, von jetzt weg reden wir nicht mehr von Zürichdeutsch. Wir sagen dieser Sprache einfach besser und genauer Zürich-Alemannisch.